Wir nur als Großfamilie zusammen wollen sehen und noch nach ein komfortabel Reis will tun, als diese 4,77 Meter langen Hyundai Santa Fe kein schlecht will. Und zum Schluss dann, wenn ihr zusätzlich zu den 5 Plätzen dann noch 2 kann dabei setzen. Hyundai hat seinen großen SUV, den Santa Fe, loher Klängen Detailer verfeinert. Auch der Suppler, Jahrgang 2020, dürft mit seinem kräftigen Design bei allen SUV-Freunden auf mehr Aufmerksamkeit zählen. Ein stark auffallenden, kaskadeförmiger Kühlergrill, schmul LED-Scheinwerfer sowie sein LED-Herbscheinwerfer Mammwinker darin stehen. Sein Fensterlin klemmt Licht elegant an, obwohl sie mehr groß ist wie bei seinem Vorgänger. Auch ein Heckspoiler an den angedeuteten Diffuser betonen den hintersten Teil vom 4,77 Meter langen koreanischen SUV, sowie die entlängt gezündeten Luchten dafür sorgen, breit von 1,89 Meter auf 40 zu streichen. Den Interieur vom Santa Fe ist gut abgeräumt und gut verschafft. Was mir direkt aufgefallen ist, sind die kleinbreite Tastatur an die klassische Räder vom Heizungssystem sowie die Sitzheizung, Erkühlung und Heizung für den Woller, wo ich nicht lang muss sichern und sich auf seine Fuhre konzentrieren kann. Sein Sicherheitsplus ist auch ein Teil von seinem Assistant Packaging, das zusätzlich ein Heat-Up-Display an eine rundherum Sichtkamera anbietet. Sowie beim Stohen eng Sicherung von den Tieren, wenn ein Obstakel an der Gegend ist, wie ein Auto oder ein Velo, der lernst fährt. Sein Infotainment-System ist aktualisiert gin, und bietet lo eng Smartphone-Spiegelung über Apple CarPlay oder Android Auto an. Der Chauffeur guckt auf ein digital Kombi-Instrument, das durch je nach Fahrmodus von Eco bis Sport auf verschiedene Farben sich weist. Dafür Platz für wie haben dran als gut bemos. Die Sitzer lassen sich auch an der Länge hin und her drücken, an der Rick auf verschiedene Positionen aufstellen. Klappt den Sitzer komplett entsteht ein Kofferraumlänge von bald 2 Meter bei der Ladevolumen von 1600 Liter ist. Da kann ich noch nach 2 Sitzer aus der Mal herauszaubern, kein Notsitzer, mit normal komfortabel Sitzer. Und so ist das Hängelschild von Hyundai, der Santa Fe, 7 Plätze SUV. Mit alles das geht dann auf das Ladevolumen von der Mal. Da gehen wir nochmal einen Blick unter den Kapo vom Santa Fe, wo 4 Zylinder, 2,4 Liter Benziner mit der Leistung von 136 kW, 185 PS loch, den uns während der paar Testtagen begleitet wird. An immerem, wenn den Ten aus der Tasche müssen holen, ein bisschen knurrig rüberkommen. Wird aber am alltäglichen Betrieb durch ein gut Durchziehen unterstützt von einem maximalen Drehmoment von 241 Newtonmeter bei 4000 Tore pro Minute überzeugt. An 10,4 Sekunden ist das Sprint von 0 auf 100 km/h, von dem 1,9 Tonnen schwere Santa Fe auch rüber. Aber bei der maximalen Vitesse von 195 km/h ist Fred Fahren noch zu Ende. Über die Erdgangautomatik ist nicht viel zu sagen. An engem Wort, sie mischt ein gut Arbeit. Und zusätzlich wird Fred Fahren durch die passende Kraftverdelung vom 4x4, den sich unter den 5 Buchstaben HTRAC ankündigt, und von Hyundai selber entwickelt wurde. Und mit der passenden Kraftverdelung, die am Sportmodus am Verhältnis von 50:50 auf die festen innensten Räder verteilt wird. Und mit einer gut angestalteten Steuerung sich diesen SUV-Bolid auch einmal am ersten Fall dynamisch durch die Kehre schaukeln lässt. Prinzipiell ist der Koreaner aber kein Sports-SUV. Seine Vorteile liegen klar auf der Strecke sowie am Dauerlauf auf der Autobahn. Überlebt auch proper die knüppeln Straßen und hält so weit wie möglich die Unfreundlichkeit von verschiedenen Straßen mit seinem adaptiven Fuhrwerk, seiner Suspension von den Passagieren weg. Zuverlässig an seiner Funktion hat sich Kombination aus dem spurhellen Assisten, dem Tempomat und dem Radaraufstand gewiesen. Ein Team, das dem Santa Fe zum Teil ein automatisches Fahren erlaubt. Was ich auch probiert tun. Ich kann sagen, wenn die Weißlinien von der Straße rechts und links proper zu sehen wären, ist der Santa Fe mit einer Vitesse von 50 km/h
proper a sicher oni teinem Volonzun durch d'Keiergläf an nach e paar 100 Meter weiter. Laut Hyundai ass dat selbstständig Fuhren bis zu 160 km/h méiglech. Wer mich zwar genervt huet, wär beim normale Fuhren dat permanent rappen Woller. Me hai kann en sech hëllefen an et doofschalten, dann ass auch keen oni Hand Vollerfure mi méiglech. Et mëcht also Spaß, den iwwerschaftenen Santa Fe vu Hyundai kënne ze fuhren, awer iwwer doch mat zinggem duscht. Als kleine Fazit am Vorverhalen ass de Hyundai Santa Fe net gratis längsten, weist sich aber sos als komfortabel. Op fir Mch Läitsinn stärk und gut verschaffenen andurchstöchten Interieur. Bonjour à tous, je suis heureux de vous présenter aujourd'hui 3 très belles voitures. On va parler d'une Bentley, d'une Jaguar et d'une MG qui sont toutes les 3 très belles et rares. En particulier cette Bentley qui est là juste à côté de moi, c'est un modèle Derby qui a été fabriqué, le châssis moteur a été fabriqué à un peu plus de 1200 exemplaires. Ce modèle-ci présenté aujourd'hui est unique. Le châssis a été raccourci de 10 cm et le carrossier Radford de Londres a fabriqué cette carrosserie en boat tail, un roadster exclusivement une seule fois. C'est un modèle extraordinaire, très sympa à rouler et qui permet de pouvoir en même temps s'inscrire à des belles compétitions comme Goodwood ou des choses comme ça. Maintenant, on passe à une de mes voitures préférées. Je suis fou des Jaguar XK. La fameuse XK 120 drop head coupé, cabriolet, mais surtout, comme on le voit ici, avec ces petites jupes latérales qu'on appelle les spats. En plus, celle-ci a été intégralement restaurée. Elle est dans une combinaison de couleurs extraordinaire. Ce gris avec son intérieur rouge foncé, ça en fait une voiture d'une classe incroyable, extraordinaire à rouler. On est vraiment sur un tapis volant avec cette voiture-là. 1954, imaginez-vous en vous baladant en plein été, les cheveux au vent, avec une voiture comme ça, c'est le rêve. Et bien pour terminer notre tour aujourd'hui, je propose toujours dans la rareté et l'exclusivité une MG L-Type. Elle fait partie de ces fameuses MG Triple M, 6 cylindres, 1100 cm3, c'est une voiture de course de l'époque, 1933, moins de 90 exemplaires produits. Ceci est une originale parce qu'il y a beaucoup de reproductions, on va appeler ça comme ça, ou beaucoup de L-Type qui avaient d'autres carrosseries et qui se sont retrouvées avec des carrosseries de course. Celle-ci est une originale. C'est une voiture qui, à son époque, se battait contre des Bugatti, contre des Amilcar. On a vraiment la chance aujourd'hui de se retrouver face à un véhicule comme celui-ci parce qu'ils sont extrêmement rares. Dans une très belle livrée bleue
qui respire un peu les Bugatti, clairement. Mais on est bien dans une anglaise, on est bien chez MG. Regardez ça, c'est vraiment, vous n'aurez pas beaucoup l'occasion de pouvoir en voir. Donc je vous laisse l'admirer.